Willkommen zurück hier bei der Musikbusiness-Bibliothek. Die es schon ein bisschen mitverfolgt haben, auf dem Kanal gibt es eine neue Playlist, wo sich rund um das Artist Dashboard, der Follower-Tracker, wie er ursprünglich genannt worden ist, dreht sich alles ein bisschen um das in dieser Video-Playlist. Ich werde auch alle Videos da rein tun, die ein bisschen das Dashboard erklären oder gewisse Fun-Analysen, die wir machen mit den Zahlen, die da drin sind. Ihr werdet das Dashboard auch überall in den Video-Descriptions sehen oder über IG, wenn ihr in den Highlights dort schauen. Und ja, die das ein bisschen regelmäßiger mitverfolgt haben, haben gemerkt, dass es ein paar neue Reiter gibt inzwischen. Die zwei sind dazugekommen, Artist IDs und Popular Songs. Ich kann nur schnell ein bisschen Kontext geben, was es mit diesen neuen Reiter oder mit diesen neuen Tabs auf sich hat. Die Einträge, die ihr da rein werdet sehen, die gemacht sind, all die Artist-Profile sind manuell eingetragen, weil das als schweizerdeutsche Artist-Profile sind, gibt es sowieso keine automatisierte Möglichkeit, um halt schweizerdeutsche Artist-Profile irgendwie herauszufinden. Darum wird das alles noch mit Handarbeit da reingepflegt sozusagen. Und das Teilen von dem Dashboard hilft natürlich vielleicht auch teilweise herauszufinden, der eine oder andere, der da jetzt noch nicht vertreten ist, dass das auch in die Statistik kommt. So. Was hat es jetzt mit der Artist IDs und Popular Songs auf sich? Bis jetzt mit den bestehenden Tabs ist es ein bisschen unschlüssig gewesen, herauszufinden, wer ist eigentlich da alles in dieser Datenbank vertreten. Also man hat halt riesige Listen, die man da sieht, oder teilweise im Universe, wenn man sich da Namen anzeigen lässt, aber man kommt nicht wirklich so listenmäßiges Gespür über, wer ist eigentlich da alles in dieser Liste drin. Und bei mir sieht es ja da sowieso anders aus im Hintergrund. Ich wollte wie so ein bisschen aufzeigen auf eine einfache Art, welche Artists tatsächlich da alles in der Datenbank vertreten sind. Und ihr seht da, das ist so ein bisschen der Behind the Scenes, der Code, beziehungsweise alle Artist-IDs, die da überhaupt mit reingespiesen werden in die Datenbank. So. Und diese Aufführung da, weil die da ein bisschen kryptisch mit den IDs aufgeführt ist, die habe ich jetzt einfach mal auch repräsentiert haben im Dashboard online, wo ihr seht sozusagen, oder die sich dafür interessieren. Und das haben wir jetzt in Form von diesen zwei Reiter gemacht. Zum einen der Artist IDs ist einfach das, was ihr vorher gesehen habt, alle Artist IDs aufgelistet. Zurzeit sind es 673 und da ist ganz basic. Was man da jetzt könnte machen, ist einfach nach der tiefsten Followeranzahl oder nach der höchsten filtern oder das gleiche auch mit der Popularity. Weil das jetzt immer noch so in Tabellenform ist, wo man nicht rauskopieren könnte auf transparente Art, gibt es da noch den Popular Songs Tab. Der zeigt ein bisschen mehr. Also der zeigt das, was die Artist IDs Liste auch zeigt, die Followers und die Artist Popularity, die wir vorher schon gesehen haben. Und neu da oder ergänzend in dieser Liste sehen wir auch jeweils den Top-Track von dem jeweiligen Artist. Und das seht ihr da jetzt auch nicht auf dem Bildschirm, aber ganz rechts die jeweilige Track Popularity. Also von dem Titel, der da aufgeführt ist, seht ihr auch noch die Popularity. Viele fragen mich auch amigs, was hat es mit dieser Popularity auf sich so. Hey, ich werde es vielleicht jetzt einmal noch abschliessend auch in die Description da reinnehmen. Die ursprüngliche Definition vom Spotify Developer Blog. So, basically ist das so mathematische Formeln, wo so mit dem Traffic, also mit der Anzahl Streams und wie aktuell die Streams sind, rechnet es nachher so einen Popularity-Wert aus von 1 bis 100. Aber ja, der gibt irgendwie wie so Spotify, das ist nicht manuell von mir da eingegeben oder herausgefunden, so Pi mal Daumen. Das ist wirklich vom Spotify-Algorithmus selber. Und den kann ich auch nicht beeinflussen. Also den beeinflusst man vermeintlich mit Streams oder halt Traffic, wo man auf seine Songs wird bekommen oder auf dem Artist-Profil sozusagen. Das ist sowieso die vollständigste Liste basically. Stand heute ist das alles, was man rausbekommt an Daten aus der Spotify-Schnittstelle, die man da anzapft. Und da wirklich ganz transparent so gibt es dann einen Button Export to Excel.
Dann sieht man auch wirklich in einer Liste alle Artists, die da drin in dieser Datenbank sind. Darum, ich kann euch nur so ein bisschen die neuen Editions da zeigen. Es kommen laufend neue Artist-IDs dazu. Die das da sehen und sich interessieren und irgendwie sich fragen, wie man das Dashboard kann supporten oder das Projekt. So, ihr supportet schon, indem ihr mit anderen darüber reden oder das mit anderen teilen, so dass wir auch erfahren können, ob vielleicht noch gewisse Artist-Profile da rein fehlen. So. Für den Moment ist es mehr so auch ein bisschen, habe ich ein bisschen erklärt, wie das Dashboard funktioniert, aber es werden in Zukunft sicher auch noch Videos rauskommen, wo wir da wirklich tief in die Materie reingehen und auch gewisse Unterschiede vielleicht festmachen oder gewisse Sachen, die jetzt auffallen, wenn man ein bisschen durch die Daten geht oder ein bisschen tiefer da reindingen tut. So. Bleibe gespannt, was da noch kommt, was wir für Analyse-Content wir mit dem Dashboard machen können. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.